Meine Damen und Herren, im Namen des Nachhaltigkeitsministeriums und der Wasserverwaltung begrüße ich Sie zu dieser Konferenz, die Teil der öffentlichen Anhörung zur Neuauflage des Wasserbewirtschaftungsplans ist. Ich bin Jürgen Stolt und ich habe die Freude, Sie in den nächsten 1,5 Stunden zu begleiten. Die Freude ist umso größer, als wir hier tatsächlich endlich einmal wieder zusammensitzen. Wir sitzen zwar nur zur Hälfte hier zusammen, das Publikum ist immer noch draußen, aber zumindest wir hier können uns mal in die Augen schauen. Wir sind alle getestet und geimpft und freuen uns, dass wir hier zusammen sein können. Der Entwurf des dritten Wasserbewirtschaftungsplanes wurde am 4. Mai öffentlich vorgestellt. Im Rahmen der Anhörung finden jetzt 3 Diskussionsrunden statt, die sich mit verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Aspekten des Themas beschäftigen. Heute wird es um Gewässerqualität und Verschmutzungen durch diffuse oder punktuelle Einträge gehen. Am kommenden Mittwoch, 30. Juni, sprechen wir über Biodiversität und die biologische Qualität der Gewässer. Und am Mittwoch, 7. Juli, wird es um die nachhaltige Nutzung von Wasser als Rohstoff für menschliche Aktivitäten gehen. Durch diese Veranstaltungen möchte die Wasserverwaltung und das Nachhaltigkeitsministerium dafür werben, dass sich die Öffentlichkeit und die interessierten Partner mit der Materie auseinandersetzen. Den Entwurf des dritten Wasserbewirtschaftungsplanes und weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.waser.lu und auf der Internetseite des Nachhaltigkeitsministeriums. Und bis zum 17. Oktober können Sie Ihre Einwände, Vorschläge, Bemerkungen zu diesem Entwurf eingeben. Die heutige Veranstaltung, wie alle anderen auch, ist öffentlich, sie wird aufgenommen und Sie werden diese Aufnahme auch später noch auf den Internetseiten, die ich eben genannt habe, einsehen können. Unter dem Titel Lieven am Wasser geht es uns also heute um punktuelle und diffuse Einträge von Nährstoffen und anderen Verschmutzungen. Welche Lösungsansätze gibt es in diesem Bereich, um zu einer besseren Gewässerqualität zu kommen? Wie lassen sich die Maßnahmen aus dem Entwurf des dritten Wasserbewirtschaftungsplans besser umsetzen? Das wollen wir diskutieren mit Alexandra Arendt. Sie ist Vertreterin der Fondation Hellefiert Natur von Natur und Umwelt. Claude Belch, Vertreter des Ordre des Architectes et Ingénieurs Conseil und Partner beim Büro d'études Schröder et Associés. Raymond Erpelding, Vertreter der ALUSO und Präsident des Abwassersyndikats SIAG. Christian Hahn, Vertreter der Jungbauern und Jungwinzer. Und Luc Zwang, beigeordneter Direktor der Wasserverwaltung. Sie können während der gesamten Veranstaltung Ihre Fragen stellen über die Chat-Funktion, die Sie unterhalb des Streaming-Fensters auf Ihrer Internetseite finden. Also gleich drunter können Sie sich eintragen und Ihre Fragen stellen. Wir werden sie im Laufe der Veranstaltung bündeln und im zweiten Teil unseren Gästen hier vorlegen. Beginnen wollen wir aber mit einem Input-Referat von Tom Bechet aus der Wasserverwaltung, der eine Einführung gibt in Wasserkreisläufe und die Verschmutzungssituation in Luxemburg. Tom Bechet studierte Chemie und Biochemie an der Universität Leicester im Vereinigten Königreich. Er hat ein Doktorat an der Universität des Saarlandes gemacht und danach ein Postdoc am Institut der Immunologie des CRP Santé. Seit Oktober 2009 arbeiten Sie bei der Wasserverwaltung im Bereich Protection de l'eau, in der Abteilung Protection de l'eau. Sie sind spezialisiert auf chemische und physikalisch-chemische Verschmutzungen von Kläranlagen, Industrien und so weiter. Herr Bechet, Sie haben das Wort. Ja, vielmals merci. Guten Abend. Ich werde einen kleinen Vortrag machen über punktuell an diffuse Anträge an von Nährstoffen und andere Verschmutzungen an noch die Lösungsansatz für eine bessere Wasserqualität. Den Aufbau von der Präsentation, also als den Wasserkreisläufe an die jeweilige Emissionssphäre, dann über Nährstoffe und andere Verschmutzungen werde das. Die Situation zu Lützeburg, einfach für zu weisen, was Fänger sich Lützeburg eben da bezieht, und dann auch die Auswirkungen an die Maßnahmen, die kann Höhle für der Problematik
aus dem Weg zu gehen oder Lesungen zu finden. Ganz kurz, der natürliche Wasserkreislauf, wie in einem Bild gesagt, entspricht dem ganz normale, was in der Schule immer gelehrt wird. Die Sonnenerwirkung führt dazu, dass Wasser aus den Ozeanen und den Flüssen verdunst oder vom Boden aus. An höheren Sphären kondensiert es sich, es entstehen Wolken, Niederschlag fällt auf, lebt nicht ein zurück an den Ozean oder Flüsse, über Flüsse und Ozeane zurück. Also schließt sich dann der Kreislauf. Das ist den natürlichen Auflauf. Dann gibt es natürlich auch den anthropogenen Auflauf, das heißt vom Mensch geprägten Auflauf. Das Bild kann ich dann besser gesehen. Das heißt, wir haben am Anfang, wenn wir von links nach rechts gehen, mit dem Niederschlag, den ob ein Feld als Beispiel geht, vom Feld aus dann eben an den Fluss kann gehen. Dann haben wir aber auch Erosionen, die auch dadurch entstehen, sie wird auf den Feldern, sie wird auch von anderen Böden. Dann haben wir landwirtschaftliche Betriebe, wo Wasser kann auflaufen an Bachen, wir haben Siedlungen, wo es entweder direkt kann dranlaufen oder über Kläranlagen. Dann haben wir auch noch Industrie, intensiv Haltung, Verbrennung, sondern alles Mögliche, was wir so haben. Und dann auch der Verkehr, das ist alles Wasser, was von Straßen aufläuft, was auch nicht unbedingt über Kläranlagen läuft, was dann auch an Flüsse, an die überflächige Gewässer in ein Jahr geht. Hier dann den urbanen Wasserkreislauf, mit dem wir umfangen alldach zu dienen haben, die meisten von uns wollen alldach zu dienen haben, das heißt, man minerieren nur ein bisschen wie weit Wasser bis bei das Haus kommt, das sieht auf dem Bild hier mit den blauen Strichen angedeutet, die ich mir am Anfang von der Quelle, respektive dann eben aus Fluss bis an den Grund kommt. Und ab da gesagt in der Woche, ob die Bilder dann bewegt von da aus, ist eigentlich Richtung Martine Brungestricher, dann über Kanäle, Richtung Pumpelstationen, Reniverlaufbecken, von der Infrastruktur für die Hochwasserbehandlung angeht. Und dann schlussendlich ein Kläranlage, wo gereinigt wird, und dann eben ganz inneriert bei der Int, nicht ein Kehr an das Wasser angelegt wird. Gleichzeitig wird aber auch den zweiten Weg, das Drehwasser, was sich auf Verkehrsflächen oder auf Gebäude fällt, wenn sie am Trennsystem entwässert sind, wo sie dann bei dem Auto mit der Wollektriver dann eben über den Rückhaltebecken auch direkt an das Wasser anleiten. An die Emissionsfähigkeit kann ich nur sich an zwei große Kategorien annehmen. Den sind diffus, an der anderen sind punktuell. Punktuell das wird wirklich roh, wie ein Kläranlagen. Diffus sind dann echt Sachen, die von Feldern oder von Wiesen aufgehen. Die Tischmühen am Anfang über Siedlungen, an Industrie, da haben wir Haushalte, die Industrie selber, Kläranlagen, Straßennetz, die einen Abfluss haben. Bei der Landwirtschaft sind es natürlich dann die Felder und Wiesen, aber nicht nimmen. Auch an der Landwirtschaft sind natürlich Gebäude da, da wir haben den Haff selber, wo dann Silo, Gülle, Mösch, Pflanzenschutzmittel, alles das sind Nährstoffe respektive Verunreinigungen, die können an den Bach kommen. Zusätzlich dazu gibt es natürlich auch Accidente, das heißt die unfallbedingte Verunreinigung, die nicht geplant sind oder die durch Unachtsamkeit von den Leuten oder weil sie nicht wissen, wo die jeweilige Schreier hinlaufen können, an den Bach kommen. Aber gleichzeitig auch Fehlausschluss, wenn man in einem Trennsystem sind, dass einfach Häuser falsch zugeschlossen sind und nicht in ein Klärer nach mir in der falschen Ruhe und dann eben an einer Bar abtauchen. Auf der rechten Seite gesagt, in dat dann ein schematisch durchgestaltet, wo die jeweilige Anträge sind, das heißt, wir haben einkehr Sourcen, die alle guten dann als Orangekase sind, wo man Landwirtschaft tun, Transport, Haushalter, wo sowohl EW Richtung Atmosphäre geht, das an der Landwirtschaft die Verdunstung von Ammonium oder stickstoffhaltigen Verbindungen sind, und dann noch der W noch jetzt, dann eben den einen oder den anderen W, einst du mir kurz, einst du mir lang, dann schlussendlich wird immer nie ein enger Bach abtaucht, entweder direkt oder eben noch über Grundwasser. Kurze Erklärung, wenn man von Nährstoffen schwätze, was sind Nährstoffe? Prinzipiell so, wir schwätzen bei Nährstoffen von zwei Elementen, das ist einmal der Stickstoff, der Stickstoff ist ein elementarer, lebenswichtiger Baustein für das Lebewesen. Und das neben dem Kohlenstoff, dem Sauerstoff und dem Phosphor, die von den vier wichtigsten. Wir brauchen noch andere Spurenelemente, die spielen eine Rolle. Das ist aber so, dass Belastung und Steuerung von diesem Zyklus kann zu negativen Impact auf die Umwelt führen. Quellen
vom Steckstoff sind prinzipiell aber nicht nimmen den menschlichen an den tierischen Metabolismus muss ich aber wissen, dass Steckstoff sich an ganz viele verschiedene Formen obdauert. Das kann den elementare Steckstoff sein, das kann noch den dürble Stickstoff an der Luft die größten Teil ausmischt, kann Ammonium, Harnstoff, all mögliche Sorten sind, an die jeweilig den einen oder den anderen negativen Impact können haben. Phosphor als zweiten Nährstoff wichtig und als auch elementarer lebensnotwendig. An Quelle für die sind Nesenkehr der menschlichen und tierischen Metabolismus, sowohl wie auch Dünger, Waschmittel, die von Quelle von all dem sind multiple an das nicht nur E-Sektor, den du verantwortlich dafür hast. Der erste Seite die dann noch den Bilder von der Kläranlage respektiv dann eben noch von Gülleausbringung am landwirtschaftlichen Bereich. Wenn man von anderen Verschmutzungen schwätzen, da bezeichnen wir es ganz oft ob Mikroschadstoffe, die genannt, das sind anthropogenen Ursprung sind, die das auch nicht vom Mensch verursacht. Organische Mikroschadstoffe können sowohl Medikamente, Röntgenkontrastmittel sind, die in einem Haushalt benutzt, Industriechemikalien, aber auch Pflanzenschutzmittel wie Pestizide, Bioziden und so weiter, die sowohl am privaten wie auch am landwirtschaftlichen Bereich eine Rolle spielen. Nebenbei können noch Problematiken von Rückständen von unkomplette Verbrennungen, was wir PHK in respektive HAP nennen. Am Prinzip ist es so, dass man ungern von Mikroplastik schwätzen, gibt das Mikroschadstoffe Mikroplastik ähnlich klingt, das nicht das nämlich. Das ist ein ähnliches Problem, allerdings sind die Auswirkungen und Lesungen oder respektive Maßnahmen für die Lesungen nicht eins zu eins überdrohbar und halt fokussieren wir uns prinzipiell auf Mikroschadstoffe selber. Voilà, die Situation zu Lützeburg ist so, wie auf der Rätselkarte gesagt, wir sind zu Lützeburg auf der Wasserschicht zwischen dem Rhein-Anzugsgebiet und dem Meuse-Anzugsgebiet. Das führt dazu, dass wir zu Lützeburg relativ viel Kleinbachen haben, kein richtig Fluss. An die Bache sind da, die am Sommer entweder Drische sind oder relativ wenig Aufluss haben. Das ist natürlich keine ideale Ausgangssituation. Dazu könnte den relativ starken Bevölkerungsdruck wie auch den landwirtschaftlichen und wirtschaftlichen Druck, die sich darauf ausüben. Und alles das führt dazu zu einem Ausstieg von der Proportion von gereinigtem Wasser an einem natürlichen Aufluss. Das heißt, muss ich bedenken, was den Druck mehr groß geht für Landwirtschaft respektive für Siedlung, was mehr Wasser nötig ist, das geht mehr Wasser aus Quelle geholt, mehr Wasser aus Oberflächewasser. Das Wasser fehlt natürlich dabei an dem Fall. Gleichzeitig ist das Wasser nur der Benutzung, könnte die Kläranlagen nicht ran. Das heißt, dass am Anfang die Ratio zwischen behandeltem Aufwasser respektive belaschtendem Aufwasser par rapport zu dem natürlichen Aufluss war kein menschlichen Abfluss da wir geht immer mehr groß, was den Druck, den Bevölkerungsdruck, landwirtschaftlichen Druck, wirtschaftlichen Druck auch mehr heiß geht. Die Belastung führt nicht nur zu Problemen am Oberflächegewässer, mehr auch am Grundwasser. Das ist so, dass halt zu Lützeburg den Stickstoffantrag an Gewässer zu 3/4 von der Landwirtschaft an einem 1/4 von der Siedlungswasserwirtschaft kommen. Da muss ich aber bedenken, dass die Daten von 2019, da das ob Land selber bezogen, das ist als Moyen auf dem ganzen Land, da gibt es natürlich regional und lokal große Unterschiede können entstehen. Gleichzeitig muss ich bedenken, dass das als Nodems an den letzten Jahren extremst Bemühungen gemacht wurden für den Retard, den über Jahrzehnte an der Aufwassersituation entstanden ist, für die abzurüsten. Das heißt, das muss ich noch betrüchten, wenn in die Ziffern du liest. Den Impact davon ist natürlich geht auch auf Trinkwasserversorgung selber, wobei ich muss bedenken, dass aktuell ein ganz paar die Fassungen, Quellfassungen für den Äquivalent von 62.000 Einwohnern nicht können benutzt werden, weil sie zu hoch belastet sind. Was sind dann die Auswirkungen, die Nährstoffe an einer Verschmutzungen können haben auf Wasser? Das ist in einer Hinsicht bei den Nährstoffen sind das gesundheitlich, gesundheitlich was den Trinkwasserteil anbelangt, und dann noch die Eutrophierung von den Gewässern. Der bekannteste visuelle Indikator dafür ist den Algenwurstum. Da gibt es pure Schlüsselkomponenten der Sonnenlicht, CO2, Phosphor und noch Stickstoff.
was so, dass 2 von denen wie Sonne an CO2 kann ich relativ schlecht regeln an dem Bereich mit dem Steckstoff an der Phosphor sind die, wo man eine Influence können eben hun mit den Maßnahmen, die zu treffen sind. Muss ich wissen, dass den Algewurst Muschelo nicht direkt hat gesagt nicht flott aus. Freier der Wort dazu, dass der Sauerstoffgehalt an den Bachen durch die Wurst rauf geht und durch andere Lebewesen wie Fisch an einer Lebewesen, die nach mir sensibel sind, eben durch erleiden und dann den ökologischen Zustand von denen Gewässer keine gute Kagin. Dann hilft als dann Mikroschadstoffe, da gibt es potenziell und auch nur gewiesen ökotoxikologisch Wirkungen. Bei denen Substanzen kann das entweder von der Substanz selber sein, dass eine Substanz einzeln wirkt, oder eine Kombination mit anderen, was den dann Mischungstoxizität nennt. Das heißt, es kann sein, dass eine Substanz, ein Metabolismus, schädigt oder so prädispositioniert, dass andere Substanzen mehr aktiv können wirken, wie wenn die 2 Substanzen allein da wären. Muss ich wissen, dass das an ganz niedrige Konzentrationen der Fall ist, weil du merkt, dass Gramme schon nicht viel sind. Da schwätzen wir von Mikrogrammen, das heißt 1 Millionstel Gramm, bis auf Nanogramm, das heißt 1 Milliardstel Gramm, wo die Substanzen Effekte können haben. Aber wenn ihr bedenkt, mit was für einen höchst konzentrierten Substanzen ganz oft am Gebrauch ist, da kann man sich schon vorstellen, was da der Influence auf Bachen kann haben. Maßnahmen gehen natürlich auch. Bei den Nährstoffen, als das, was Siedlungen und die Industrie belangt, als das einfach mehr effizient Kläranlagen, die auch die toten Substanzen herausholen. Das heißt, die eine dritte Stufe, wie sie genannt wird, wo am Anfang eine Denitrifikation und noch eine Phosphorfällung sind, da so man wie möglich von den Substanzen am Hochwasser dran sind. Auf landwirtschaftlicher Basis ist es so, dass die Vermeidung vom Auswaschen, respektive von der Versickerung und von der Erosion ganz wichtig sind. Und noch Maßnahmen zur Bodenbewirtschaftung auf betrieblicher Ebene, an dem noch Sachen wie Gewässerrandstreifen und so können da eine Rolle spielen. Und dann natürlich war doch dabei, und war dann in den letzten Jahren noch viel getrieben wurde, was eben die Ausweisung von Trinkwasserschutzzonen und auch die landwirtschaftliche Kooperation an diesen Bereichen. Maßnahmen für Mikroschadstoffe, da gibt es da mehr, das hängt aber auch davon zusammen, dass ein ganz abzüglich aus von Bereichen, wo die Substanzen können benutzt werden, auch die Substanzen selber sind extrem variiert, weil den Leitmotiv also sich, was nicht an Wasser rackelt, muss ich nicht für da ja suchen, auf der anderen Seite nicht rausholen. Das heißt, das Wichtigste ist, Toiletten, ein Lavabo, sie kein Drecksgest. Jede Substanz hat eng Äder weis, wie mat der soll ëmgoen, wie die auch sollen zugen. Da gibt es auch zu Lützeburg ein ganz Party Programme, wo die Substanzen können ugeholt, die dat für Medikamente, für Farben etc. Und da sollen sich dann noch halen, an dementsprechend kann all einzelne sei Beitrag leisten, für das Wasser einen besseren Zustand hat. Das ist nämlich so, Ausrüstung oder Obrüstung von Kläranlagen mit einer 4. Stufe, die Substanzen herauszuholen, als extrem teuer und auch Energie opwendig. Und so, dass Kläranlagen sich für die dort Substanzen nicht gezielt gebaut sind für die heraus, und das ist eine andere Klärung als nötig, und das ist die 4. Stufe. Für das zu vermeiden, respektive für die so effizient wie möglich zu gestalten, ist es wichtig, für Maßnahmen in der Quelle zu holen. Maßnahmen in der Quelle können sowohl sein bei der Industrie Delstrombehandlungen oder auch an dem Siedlungsbereich Sachen wie bei Kliniken oder respektive bei anderen vom Gesundheitswesen Installationen oder Gebäude, wo in die jeweilige Stream kann separat behandeln. Ganz wichtig ist auch eine Sensibilisierung, was die Bereich belangt, dass Leute sich bewusst sind, wie ich schon für gesagt habe, für Medikamente, Farben, Haushaltschemikalien, den Gebrauch davon, den Sorgung davon. Und noch ganz wichtig, dass Leute wissen, was für ein Bereich sind die Flaschen, wo ich die Substanzen anwende, gehen die an eine Kläranlage, gehen die direkt an den Bar ran. Und dann also auch Regelungen zur Anwendung und zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden, sowohl im privaten Bereich wie am kommerziellen, landwirtschaftlichen Industrie und Gewerbe, wo man dann eben noch auf ein Bild als Beispiel von einer mechanischen Unkrautbehandlung im landwirtschaftlichen Bereich. Voilà. Damit sind wir schon mal angekommen. Ich wollte merci so für das Nachlauschen und gebe dann weiter für die Diskussion. Vielmals merci. Merci Tom Bechet für diese Introduktion. Wir wollten jetzt von unseren Gästen eine
kurze Analyse hören, wie Sie die Situation der Gewässerqualität und der Verschmutzung hier in Luxemburg sehen. Wir werden also ein paar Statements hören über die Perspektive, die Sie jeweils mit Ihrer Organisation oder aus Ihrem Bereich sehen. Und wir wollten anfangen mit Alexandra Arendt von Natur und Umwelt. Sie arbeitet für die Fondation Hölle für die Natur von Natur und Umwelt. Sie hat einen Abschluss in Zoologie mit einer Spezialisierung in Gewässerökologie. Ihr Arbeitsschwerpunkt sind Wasserprojekte im Ösling, entlang der Sier und im Müllertal, wo sie die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Wasserbewirtschaftungsplans begleitet. Alexandra Arendt ist auch Mitglied im Comité de la Gestion de l'eau unter der Leitung des Ministeriums für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung. Was ist die Perspektive der Natur und Umwelt? Ja, guten Abend. Leider kann ich nicht zufrieden sein mit dem Zustand vom Wasser. Ich meine, da geht schon dass von unseren Oberflächengewässern, wo man da aber viel haben, da just 3 die Kriterien von dem Badewasserqualität haben. Und die auch regelmäßig am Sommer Probleme haben mit Algen. Da das lo Rand bemerkt, aus meiner eigener beruflicher Sichtweise habe ich selber auch gesehen, dass ein Trend von der Verschlechterung da ist. Konkret Beispiel kann ich festmachen an der Flosspermuschel, wo ich länger und 2 Projekte mitgeschafft habe am Eisleck. Das ist eine Muschel, eine prioritär Art von der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, und die ist auf nährstoffarm Gewässer angewiesen, also mehr wie 10 Milligramm pro Liter, für das überhaupt ihren Zyklus, also von der jungen Larve, die also als Muschel an Gewässer, also an Substrat könnt, abwiest bis reproduktionsfähig Muschel. Und sie haben wir länger eben daran geschafft, für den Lebensraum zu verbessern. Natürlich haben wir strukturell Verbesserungen fertiggebracht für die Fische, sehr so fange ich von einem Wirtsfisch, aber nicht für die Wasserqualität zu verbessern. Du hast den Trend just nur angegangen. Und ich meine, ein Beispiel gesehen auf einer Folie vom Herrn Besche, du hast wirklich das Problem von einer Annahme, das Problem von der Nährstofffracht an den Gewässern, wo dann eben am Sommer, am freien Sommer Algenwurzeln, die dann aufstehen in einer Zeit an wo am Substrat eben zu einer Sauerstoffzehrung führen, wo dann die Jungmuscheln aufsterben. Das ist vielleicht aus der Sicht von vielen Leuten ein extremes Beispiel, aber das Beispiel ist aber ein bisschen stellvertretend, was mit dieser Wasserqualität passiert und auch mit den Organismen, weil eben ganz viele Impakte sich oder also Abfluss aus einer Landschaft könnt, die sich über den Lauf von der Zeit verändert wird. Wo Menge Prioritäten am Wasserschutz, ich meine, du das verstanden, die Laien habt ja schon der praktische Umsetzung Terrain. Da geht es eben von den Quellen, über die Bachen, über auch Stillgewässer, wo man versuchen, strukturelle Veränderungen zu machen, die helfen, eben die Lebensraum auch widerstandsfähig zu machen, weil sie eventuell von Faktoren, die von außen kommen, aufgepuffert gehen. Und auch eben für Lebensraum zu verschaffen durch die Vernetzung, wie das allgemein vielen Organismen besser geht. Wie gesehen ich selber meine Rolle am Wasserschutz. Ich meine, das ist für allem mal für mit leider Kontakt zu kommen, mit vielen Akteuren in Kontakt zu kommen, Terrain selber. Sie wird Landnutzer, Landeigentümer, aber auch mit all den anderen Akteuren. Ich denke, es geht nicht mehr über ein gutes Verständnis von der ganzen Problematik und noch vielleicht trotz verstehen und auch wertschätzen, wo vielleicht langfristig auch ein Wandel bei uns kriegt. Und ich denke, das geht einerseits über konkrete Umsetzungen, die ich weisen kann, und anhand von den Beispielen, wo ich weisen kann, voilà, über den Weg können wir gehen. Und ja, wie gesagt, eben auch über das Verständnis. Das ist ein bisschen Sicht, wie ich auf die Sache gesehen. Wunderbar. Alexandra Arendt, merci. Claude Belge, Sie sind Partner beim Büro d'études Schröder et Associés und dort Abteilungsleiter im Bereich Trink- und Abwasser und beratender Ingenieur im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft. Sie haben Bauingenieurwesen an der ETH Zürich studiert und sind auch Mitglied im Comité de la Gestion de l'eau unter der Leitung des Ministeriums. Was ist Ihre Position und wie sehen Sie die Prioritäten der nächsten Jahre? Schönen guten Abend noch von meiner Seite.
Also ich kann mich denen wieder vom Lexiarenteil uschließen an der Hinsicht, dass es nicht lo geht, für sich zufrieden zurückzustellen. Ich meine, muss das wirklich ganz differenziert gesehen. Kann ich nicht auf der anderen Seite so und das alles negativ hat man bis lo erreicht und werde ich ganz flott fand, wenn ich ein bisschen probieren zu differenzieren, dass das meine Unterscheidung machen zwischen den Emissionen und den Emissionen. Wo ich angefangen habe zu arbeiten für eine gut 30 Jahre, da haben wir hauptsächlich davon gesperrt, wenn den Anlage geht dimensionieren, was bei den Anlagen rauskommt, was den als Pflicht hat, für eine gewisse Norm auszuschaffen. Und heute zu das als nächste so, dass ich muss das von der Umwelt ausgucken, was für einen Zustand ist das Gewässer, wo ich kann eventuell etwas dran anlegen, was kann ich in der Siedlungswirtschaft machen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Dafür muss ich so, und da bin ich zufrieden, dass die Entwicklung an die Richtung geht. Dann hat sich den Datensatz, den hat sich extrem verbessert. Wir können bei Planungen auf viel mehr Daten zurückgreifen. Dasselbe gilt auch für die Verwaltung, respektive für Syndikate, Gemeinden, mit denen wir arbeiten. 12 von den kompetenten Leuten, mit denen in zusammen zu dienen hat extrem zugeholt. Ich erinnere mich 34 Jahre, also in heute immer die zwei selben Personen begegnet, wenn in einem größeren Projekt waren. An der Situation, die hat sich deutlich verbessert, sind viel mehr Fachgebiete, die aufgedeckt sind. Wo sind ich nicht so richtig zufrieden, da das einfach das nach der Luft nur Urwen ist, was die gegenseitige Akzeptanz angeht von den Leuten, die mit nicht schaffen. Es kann nicht mehr Ziele erreichen, wenn die Leute alle Gute wirklich zusammen schaffen. Und ich meine, ich begrüße noch tatsächlich das interaktiv schaffen, das meine ich, das muss auch wirklich nur Urwen ausgebaut gehen. Was Prioritäten angeht, da muss ich so Decision en connaissance de cause. Das ist für mich ein A und O von so Decisionen. Ganz oft hört die erste Tendenz gibt. Und am Gespräch mit anderen Leuten zusammen muss ich probieren, einfach seine Positionen ständig zu revidieren, respektive auch dabei zu lernen und noch andere Aspekte in dem Moment zu erkennen. Und das ist für mich eine Priorität. Das heißt, der gegenseitige Respekt, der gegenseitige Erfahrungsaustausch und nicht Monokultur, jeder in seiner Berufswelt für sich leben. Und ich meine, dass auch da am OAI einen immensen Erfolg gemacht wird, auch zum Beispiel für die Umweltingenieure an die Gruppe heranzuholen. Das fand ich persönlich ein ganz wichtiger Faktor, an sich nicht nur auf Projekte zu beschränken. Das habe ich nicht aufgeschrieben, mir gebe ich aber direkt an der Schreiben, das partizipativ viel gehen. Das heißt, dass ich wirklich Arbeitsgruppen und Gremien gründet, wo eben ein Meinungsaustausch stattfindet, für das in der Respekt vis-à-vis von anderen Leuten, die auf dieselben Aspekten zugehen, mehr wenn man eine andere Gewichtung, dass sie nicht den Respekt für uns denen Diskussionen verliert. Das ist etwas, was ich persönlich ganz wichtig fand. Bon, auf der anderen Seite Schutz von Quellen und Grundwasser, das ist das, was mir der Generationen haben drüber los sind. Das Wort Konsumateur, also Wort, was mir nicht ganz gut gefällt, weil ich mal einfach so und das nicht konsumiere, mit also sich etwas, was ich nutzen, was ich muss an einem Zustand, wo ich gerne für meinen Kanner hat, muss können entsprechend weitergehen. Ich sehe auch das Gewässer als Spiegelbild von unserem eigenen Umgang mit der Natur. Wenn es dem Gewässer gut geht, haben wir es richtig gemacht. Wenn wir noch Probleme am Gewässer haben, haben wir noch ein kleines Problem, haben wir noch viele Aufgaben von uns zu lösen. So, meine persönliche Rolle am Wasserschutz ist, probieren, Brücken zu bauen zu anderen Akteuren, probieren noch Jungingenieuren, auch Bauingenieuren oder Leute, die am Génie Civil arbeiten, für die zu begeistern, für die Siedlungswasserwirtschaft. Ganz oft gelingt das auch zu ganz viele Leute, die tatsächlich an die Richtung gehen. Das freut mich immer. Und dann in dem Moment den Wasserschutz als gemeinsame Aufgabe zu verstehen, als eine von meinen Hauptprioritäten. Merci, Claude Belge. Merci. Dann gehen wir weiter zu Raymond Erpelding. Der Ingenieur Raymond Erpelding ist Direktor des Syndicat intercommunal pour l'assainissement du bassin de la Chiers. Er ist ehemaliger Präsident und aktuelles Mitglied im Verwaltungsrat der ALUSO. Und Raymond Erpelding ist seit Februar diesen Jahres auch Präsident der European Water Association. Herr Erpelding, was ist Ihre Perspektive? Ja, also den Vorrednern kann ich nur beipflichten. Also wenn man ganz zufrieden wäre am Wasserschutz im Land, ich meine, da bricht man heute nicht zu sitzen, dann gibt es nicht keine Maßnahmen mehr gehen, die man umsetzen müssen. Also ich meine, das ist immer weit davon weg. Also ich schwätze zwar für Trinkwasser, Versorger und Doofwasser, Entsorger. Stellen wir mal gucken am Trinkwasser, das schon gesagt geht, dass ganz viel geschieht
endlich Hummer mal Schutzzonen nimm gesagt. Ich meine, ein Grodo von der göttet mittlerweile mal an, die sind an der Umsetzung, sie müssen zwar nur ein bisschen mehr mit Leben gefüllt gehen, wie das bald mal ein positiver Punkt. Dafür Doofwasser, wenn ich gucke, eigentlich schon lange Zeit, wie die Klo doch gesagt hat, die emissionsbasiert Vue, die hat doch an der Direktive von 91 war das ein Stier gab. Und wir sind heute dann noch, rund 30 Jahre danach, sind wir, wo man die quasi erreicht. Obwohl schon sind da mindestens 10 Jahre hier am Land die Forderungen deutlich mehr scharf sind wie an der Direktive, weil man einfach gesehen, das geht nicht durch an unseren Ballungsgebieten hier mit den kleinen Bächen. Da geht das nicht durch. Wir müssen viel mehr streng Werte haben, für Richtung guten Zustand vom Gewässer zu kommen. Aber wo liegen Prioritäten? Dann um Trinkwasser gucken, wie gesagt, Schutzzonen ausweisen, dass man wirklich alle Ressourcen geschützt haben. Und das ist eine neue Direktive auch durch im NRW. Leider muss ich sagen, ich mir ein bisschen gedriven von der europäischen Gesetzgebung, gesagt immer, dass da eigentlich die Impulse kommen. Und dem muss eben gesagt gehen, da gesagt noch, dass ein risikobasierter Approach, wo auch dann den Trinkwasserversorger nicht kommen, einfach mit den Ressourcen schaffen, die dem hört, an das hinholen, an durch ein Treatment, da dem ausgleichen. Aber du hast eben, müssen erstens identifizieren, wo sind Risiken, welche Stoffe fanden ich an meinen Quellen, aber wie kann ich verhindern, dass die überhaupt da kommen. Das ist für mich extremst wichtig. Dann im Aufwasser muss man vielleicht ein bisschen als System auch teilweise vorstellen, das sehen wir immer mehr. Geht nicht durch ein Kläranlage zu haben, da relativ scharf Werte und auch, oder alle Werte zu haben. Wir sehen immer mehr, dadurch, dass wir meistens am Mischsystem entwässern, haben wir relativ viel Rehwasser, die aber als Kläranlage gefordert gehen, was eigentlich nicht notwendig wäre. Und das verschlechtert durch diesen Prozess, es verdeuert als Anlagen. Und das ist ein Punkt, wo muss nach mehr geschafft werden, weil wie gesagt, Trennsystem bauen, das ist Generationen, mindestens eine Generationen Affäre. Das ist, das kriegt ihr nicht von einem Jahr auf der anderen hin. Und an dem Kader aber dann noch, es geht nicht dafür, ob den Trennsystem, also ob nur Rehwasserresoen, hydraulisch Pufferen zu bauen. Rehwasser ist de facto auch verknascht. Und für die guten Social zu erreichen, sind wir mittlerweile so weit, dass auch Rehwasser eigentlich, rein Rehwasseranledungen müssten eigentlich auch ein Treatment tun. Und, weil wir sonst auch den guten Zustand nicht können erreichen. Das ist ein System, da haben wir noch etwas umzusetzen, lassen wir so sagen. Aber welche Rolle gesehen wir bei natürlich, als was Trinkwasser angeht, wie gesagt, der präventive Charakter, müssen wir unbedingt nach mir weit gehen, mit allen Akteuren schaffen, und dann noch die Information von den Leuten, sowohl was Trinkwasser und Aufwasser angeht, dass man die Leute informieren. Viele Leute verstehen Zusammenhänge nicht, dass es eben nicht egal ist, was ich an den Kanal schütten, respektive egal, was ich an den Kanal schütten muss, ob ich erklären nach rausgeholt gehen, aber wenn ein Treatment das nicht hinkriegt, dann ist es dann der Berg. Ne? Oder das am Grundwasser, und das verdeuert das ganze System mit dem Risiko, dass man, egal wie, aber den guten Zustand nicht hinkriegen. Merci Raymond Erpelding. Dann Christian Hahn. Sie sind ehemaliger Präsident der Jungbauern und Jungwänzer. Sie sind Landwirt in Roth bei Reden und Sie haben einen Betrieb, der sehr divers produziert, Fleisch, Milch, Gemüse. Ihr Betrieb ist auch Mitglied einer Energiegenossenschaft. Und als Vertreter der Jungbauern und Jungwänzer sind Sie auch in der Landwirtschaftskammer. Also Sie sind vielfach engagiert, das Thema Wasser, mit dem werden Sie viel zu tun haben. Wie sehen Sie die Zukunft? Was wird der Beitrag der Landwirtschaft sein? Ja, guten Abend alle Guten.
Ja, der Beitrag, ich denke, dass mir einfach wie zu so wie zufrieden sind, weil kein okay zufrieden sind, sonst, ja, wie gesagt, wir machen nicht zu summen. Als Situation am Wasserschutz sehe ich also auch verschiedene Probleme, weil es immer sehr geht, wie gesagt, dafür begrüßen ich, so ein Grund wie die Hive, wo in verschiedenen Akteuren mit denen diskutieren lässt, weil meistens die Situation am Wasserschutz ein anderes. Es geht immer sehr den ob einer weist, den du am Fehler, den am Fehler, an geht aber nicht darum, zu summen, sich durchzusetzen, an das Problem zu lösen, weil sonst wären da wahrscheinlich schon viel gelöst. Des Weiteren, wenn wir an einer Situation schwätzen von Wasserschutz, wir schwätzen von Gewässer, wir schwätzen aber auch von Quellen an Trinkwasser, an Engems, wo auch viel neue Schutzzonen ausgewiesen sind, wie Herr Erbelding schon gesagt hat. Mir geht es immer auch bei Schutzzonen, das alles, ich weiß keine Idee, einfach so, wir fangen mal an, mit das alles immens schwerfällig. Wenn man gesehen, wir sind einen guten Teil Betrieber sind am Moment an aktiven Zonen dran, die schon lang ausgewiesen sind, wo aber noch immer dauert, die Kooperationen gemacht haben, an hier und da, an ja, die letzte Ausrede war der Covid. Ja, pardon, geht um das Wasser, geht nicht, wir können einen Zoom machen, wir können heim. Also ich denke, dass man da einfach pur mal bisschen mehr sehr muss dafür kommen, mir einen guten Teil immens motiviert landwirtschaftlich Betrieber, dass wir den an all den Wasserschutzzonen dran, die unbedingt wollen aufhängen, an da muss ich noch Chance kriegen für können sein Teil dazu beizutragen. Ein Punkt von den Prioritäten beim Wasserschutz, ja, Prioritäten gehen nicht daran gesehen, Sachen ein bisschen mehr zu vereinfachen. Das heißt, dass man dadurch einen Schritt mehr sehr kommen, an eben direkt am Anfang dran, mehr groß abzumachen und zu mehr verschiedenen Akteuren zusammen zu diskutieren, am Platz einzeln zu diskutieren, und eben dann noch. Das ist das alles ein bisschen mehr zusammen zu kriegen. Eine von den Prioritäten, die ich auch noch gesehen habe, ist aber auch, wir müssen das Wasser auch können zur Verfügung stellen, wann es gebraucht wird. Wir schwätzen von Produktionen, die wir hier am Land gerne hätten, wie zum Beispiel Obst oder Gemüse, sind noch Produktionen, die Wasser brauchen, wasserintensiv sind, zumal so 3 Jahre wie die letzten Jahre. Und du musst einfach wer fangen, und da gibt es da, wir haben teilweise so nicht Quellen oder Wasser, also ich wissen, ja, ich will nicht so zu viel, aber ob der Platz, wo es zu viel, was als Beispiel Trinkwasserquellen waren, die nie mehr können genutzt werden, weil sie vielleicht eine Nitratbelastung haben, die aber bei Beregnung nicht ausmischt. Und da gehen wir nach viel wertvoll Trinkwasser holen, für eine Beregnung teilweise zu machen. Und dann lassen wir aber noch immer nicht mehr an den Bach laufen, weil wir es nicht für drunter probieren zu nutzen. Wie gesagt, das viel habe ich dann in diesem Land. Ich will aber bei der Priorität just nach Punkt mehr ausschneiden, den am Anfang Lohn nie an der Runde kommen. Wir müssen also als Lützeburg mal vorstellen, wo wollen wir hin? Weil das am Wasser, Natur, Biodiversität, egal was man so, ist das der grundlegende Punkt. Ich habe immer ein bisschen Position als Landwirtschaft, mir Position, dass immer sehr der Fanger so nicht Richtung Landwirtschaft gewesen wird. Wenn wir aber ganz klar von Zahlen hier gucken, wir gehen mal auf, ich so mal einfach 1990, als Tages als Referenz geholt, gehen wir zurück. Dann haben wir heute das 2021, solo, plus minus, kein Beispiel mehr Lützeburg stehen wie 1990. Wir haben aber, und das muss ich dann auch kritisch gesehen, wenn wir über Biodiversität, Wasser, Artenverlust an alles schwätzen, wir haben am Moment 350.000 Einwohner mehr wie damals. Das ist eine Verdoppelung von unseren Einwohnern ungefähr, nicht gerade. Wir sind noch nicht gerade bei der Verdoppelung gekommen von 1990. Ich schätze mal 31 Jahre. Und da muss man sich dann auch vorstellen, wo machen wir es? Wo machen wir es, wenn ich als Bauer, ich meine, Fehler bei einer Parzelle, ganz klar habe ich einen Fehler gemacht. Aber als die mehr groß, wie wenn ich die ganze Parzelle in der Beton gelöscht habe, an Häuser drauf gesagt habe, an Appartementen drauf gesagt habe. Und das ist das, wo man wirklich den grundlegenden Punkt der Lützeburg, denke ich, eine von den größten Prioritäten, die wir haben, müssen drauflegen. Zur letzten Troll an den Beitrag zum Wasserschutz, denke ich, als
die Landwirtschaft aber noch immer von den größten Akteuren, mir von dem Undeel von Fläche von Lützeburg, die bewirtschaftet wird, der größten Teil oder von dem größten Teil von der Landwirtschaft benutzt. Der Tisch, wenn wir da auf den Punkten aufpacken, sie auch noch nicht die enorm viel Leid bei denen die muss aufpacken, weil da immer nicht mehr Männer gibt. Denke ich, dass unsere Rolle groß. Ich denke, unsere Rolle ist aber auch groß, zu gewährleisten, dass wir auch Betriebe behalten und dass wir auf einer anderen Seite aber auch also dass wir Betriebe behalten, ist immens wichtig. An die andere Sache ist auch, dass wir als Bevölkerung auch ernährt kriegen. Das tun wir letzten März, also März 2020, als Zugang mit Covid, da haben wir es gesehen. Es war immens wichtig, dass auch teilweise Lebensmittel von Lützeburg kommen. Dafür hat ihn das Gefühl als Bauer ein bisschen verloren, hat ihn das Gefühl zurückgeholt. Und ich hoffe noch, also schon mal weit geguckt an eine Zeit ohne Covid, oder no Covid, nicht ohne, den war ja da, dass man aber da hinkommen und der Respekt bleibt. Und dass wir wissen, dass man nicht alles aus China können importieren. Covid, wissen wir, die können von da, es gibt Probleme selbst zu importieren, aber Lebensmittel wären gut von der größten Teil von hier kommt. Merci. Merci, Christian Hahn. Dann kommen wir zum Abschluss zu Luc Zwang, dem beigeordneten Direktor der Wasserwirtschaftsverwaltung. Sie haben Umweltwissenschaften an der ETH Zürich studiert, mit einem Doktorat in Umweltchemie. Sie haben zuerst in einem Ingenieurbüro gearbeitet, dann am CRP Henri Tudor. Und seit 2009 sind Sie bei der Wasserwirtschaftsverwaltung. Zuerst waren Sie verantwortlich für die Analyse von Mikroverschmutzungen, dann als Direktor der Division du Laboratoire. Und seit 2014 sind Sie beigeordneter Direktor der Wasserwirtschaftsverwaltung. Wenn Sie das jetzt hören, was ist Ihre Perspektive? Sie müssen ja einen Großteil der Maßnahmen umsetzen, Ihre Verwaltung. Ja, guten Abend. Das ist natürlich so schwer als Letzten zu schwätzen, dass schon viel gesucht gehen. Und ich probiere nicht an der echten Runde, ob alles anzugehen, weil das ja nicht der Sinn von der Übung. Das wäre auch nicht fair für die als echt geschwätzt und dafür probieren, ich mich nur nach an der Position in der Tasche zu bewegen, an meinen Punkten noch nach zu suchen. Vieles kann ich aber so in der Schreibe weit gesucht gehen aus. Das effektiv viel geschieht am Wasserschutz. Ich habe ja auch schon ein bisschen etwas gesehen, dass viel umgesetzt ging. Ich kann bei weitem nicht zufrieden sein, wenn ihr die Bilder möchte, an Qualität guckt, wo wir angekommen sind. Da sind wir noch nicht, bei weitem nicht da, wo wir hier wollen, wie den Christian Hahn gesagt hat. Wir müssen als ein Ziel gehen, an Wasserrahmenrichtlinie, über die wir ja heute schwätzen, die geht als ein Ziel, nämlich einen guten Zustand zu haben. Und Sie sehen da so, wie wir das müssen. Aber wenn wir es so müssen, dann bestätigt sich das eigentlich, dass wir, obwohl wir ganz viel schon umgesetzt haben, noch immer nicht so weit sind, dass wir die Kriterien, die durch die Direktive 4 gehen, an die eigentlich auch wissenschaftlich begrenzt sind, können erreichen. War aber gut, dass wir kommen von weit, weil wir hatten auch beim ersten Bewirtschaftungsplan ganz großen Retard am Siedlungswasserbereich. Wir waren verklagt vom Europäischen Gerichtshof, weil wir ungenügend Tretementsstufen hatten oder Qualität hatten, ob also große Kläranlagen. Da das behoben ging, und das auch gesagt, die Pressionen sind aber weiter an die Lut gegangen. Die Bevölkerung ist weiter geklommen, die wirtschaftliche Aktivität ist weiter an die Lut gegangen. Wir sind noch an Siedlungswasserwirtschaft, haben wir nicht nur den Retard abgeholt, aber wir haben eben auch die Entwicklung schon mal angepackt. Das muss man weitermachen, das ist dann schon auch eine von Menge Prioritäten, weil wir werden ja weiter wissen, also muss das dort auch weiter mit wissen, für nicht an den Rückstand zu kommen. Das ist ganz klar. Wo man auch muss einen mänglichen Krack beilegen, da das, wie auch schon aus der Präsentation rausgegangen ist, da das auch die ganze Problematik von den diffusen anträgt. Da das nicht den einen Punkt, wo eine große Quantität von einer Verschmutzung rackend, die kann vielleicht technisch, mit einer technischen Lösung abbauen, aber das sind viele kleine Mesuren, die man muss machen, weil man mehr kleine
Pressionen hun, die aber alle Götten zu summen den Effekt tun, weil du immer da bei der Emission. Wann ich an einer Grundbelastung sinn, da verdreht mein Berg nicht mehr viel mehr. Und wenn ich aber nicht eng sich identifizierbar Quell hun, die der Grund aus von der Belastung, dann muss ich und all die Klänge schaffen, für den Ruf zu kriegen. Und das da wo eigentlich wichtig ist, dass wir umsetzen. Aber dafür brauchen wir, das haben wir auch schon gesagt, Akzeptanz auf allen Niveaus, bei allen Akteuren, weil ich, wie gesagt, das nicht den E-Betrieb oder den E-Sektor, den ich muss mal du Bord kriegen. Ich muss alle Gute gleichmäßig an Verantwortung kriegen. Und sie müssen verstehen, dass sie auch eine wichtige Rolle zu spielen haben. Wenn ich nur Beispiel dann Landwirtschaft gucken, wie schon gesagt, an der Siedlungswasserwirtschaft, das an den letzten Jahren wirklich viel investiert ging. Das weiß ich noch an Investitionsprogrammen auch am Wasserfonds, die wirklich konstant an die Lut gegangen. Das wird Gemenge große Erfahrungen gemacht, wo die Stadt aber auch seine Erfahrungen gemacht hat, für das zu investieren. Und ich gucke, wir sind noch in einer Situation bei der Landwirtschaft, wo man eigentlich eine ganz große Chance haben mit dem neuen PDR, den dann noch immer an der Verhandlung ist, aber wo man wirklich Möglichkeit tun, Initiativen zu kreieren, an Unterstützungen zu kreieren für Mesuren, die auch den Wasserschutz bringen, an dem man muss einfach mehr interessant gestalten, weil die Menge Meinung an den letzten Perioden einfach noch nicht genug umgesetzt gehen. Ich meine, das wurde das schon gefallen, Ackerrandstreifen, verschiedene Bewirtschaftungstechniken, die man schon zum Teil an den Trinkwasserschutzzonen probieren umzusetzen, wo doch eine Bereitschaft gibt, für das zu machen, wo doch lebt. Mit der Länge geht natürlich nicht für alle als Grundwasser zu schützen, für alle als Gewässer zu schützen, muss man da doch viel mehr ein größer Flash machen. Aber für das kann funktionieren, braucht man eben Eden, an die haben wir eben die Chance, am Kader vom neuen von dem neuen PDR auch so zu gestalten, dass es interessant ist für die Landwirtschaft, dass sie auch mehr genutzt wird. Weil, wenn ich gucke, wie viel die genutzt sind, auch wenn es da schon gaufen, da geht das einfach nicht durch, für eben die Diffusquellen mit uns zu packen. Wo gesehen ich dann Troll von der Wasserverwaltung, Herr Stolt hat gesagt, wir müssten Mesuren umsetzen, da das nicht gerade richtig. Wir müssen gucken mit allen Akteuren Terra, für das sie umgesetzt gehen. Wir sind eigentlich, wir haben die Wirtschaftungsplan ist ja eigentlich eine Gesamtstrategie, wie wir am gesamten Wasserzyklus wollen schaffen, wo sind Mesuren, wo man müssen umsetzen. Und das als Rolle für zu gucken, dass die Strategie an die Umsetzung könnt. Mit der Landwirtschaft, mit den Gemengen, mit den Ingenieursbüros, mit den ONG am Naturbereich, weil eben all die dort Punkte wichtig Zahnrad an der Direktiv sind. Wie gesagt, wir haben durch das Bewirtschaftungsprogramm probiert, den Kader zu setzen. Wir müssen nur gucken, dass man mit den lokalen Akteuren an Lexi Arendt hat gut gesagt, immer in der Hand bleiben, für das Terrain zur Verfügung gestellt wird, dass ein Projekt kann umsetzen, dass man Projekt kommen. Das können wir natürlich nicht weder aus dem Ministerium noch aus der Verwaltung steuern. Das müssen effektiv die Organisationen, Gemengen, an ONG sind, die Terrain schaffen. Mit denen müssen wir eng zusammen schaffen, für das umzusetzen. An eine andere wichtige Rolle, als das auch schon gesagt ging, als die von der Kommunikation an der Sensibilisierung. Auch da ist eigentlich viel geschieht seit dem ersten Bewirtschaftungsplan. Wenn man hier guckt, die Leute machen sich Sorgen über die Qualität vom Wasser. Wenn eine Pollution ist, wir kriegen da viel mehr gemeldet. Ich sage noch nicht, dass das unbedingt mehr sind. Aber es fällt einfach ab. Die Leute sind sensibel darauf. Das ist schon wichtig. Aber wir müssen an dem Kommunikationsding nach gute Krack auch da beilegen, für die Zusammenhänge alle Guten abzuweisen. Ne? Das einfach zu sagen, dass eine Belastung da mit Nährstoffen, mit das aber kein Berät drauf zu gucken, wo kommen die dann hier an Mesuren umzusetzen, die das dann noch bedeutet. Das bedeutet Investissementer bei den Gemengen, das bedeutet einer Produktionswehr an der Landwirtschaft. Den Schritt muss man noch besser hinkriegen. Und ich meine, du hast einfach Kommunikation das wichtigste Tool. Herr Erpelding, möchten Sie reagieren
zum Beispiel auf den Satz, dass das Tempo, dass mehr Tempo eingesetzt werden sollte. Gibt es da einen Widerspruch zur Sorgfalt? Nee, also Tempo ist schon gut. Wir haben jetzt, also wir haben lass mal so eine gewisse Vitesse de Croisière erreicht. Also wie Luc Zwang gesagt hat, die letzten Jahre, wir packen nicht mehr. Also als Betrieber sind überlascht, Büro d'études sind überlascht, Bauentreprise sind überlascht für Aufwasserinfrastrukturen oder so gucken. Also viel mehr geht einfach nicht für den Moment. Also wir machen als Best, wir sind nur am Gang, die nächsten Mesuren zu präparieren, da das eben Feiertränigungsstufe, wo man dann wahrscheinlich das für eine europäische Lösung Werte sehen, wo aber den Ursprung da ist, dass wir die bis spät 27 ob den größten Klärenaren umgesetzt haben. Da das auf jeden Fall mal Ziel. Ich will noch vielleicht reagieren. Den Herr Hahn hat gesagt, von wo wir Lützburg hin, müssen wir wursen, können wir nach wursen. Das geht immer so hingestellt. Wie gesagt, als Wasserressourcen, die sind endlich durch den Klimawandel gehen sie umverdeelt, lass mal so ungünstig umverdeelt. Die scheinst du als viel Wasser, wo man nicht wollen, an einer Zeit wo es nicht genug. An wen Impact hat das auch auf Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Da sind wir am Gang echt Überlegungen mal zu machen. Ne? Die müssen natürlich auch abfließen. Auch Qualität von der Berge, wo man Wasser da ist, das auch gesagt gibt von Herrn Boucher. Das ist keine Verdünnung mehr da, dass die Stadtfahrt das erklären oder aus Alroa nachher nur an den Berg lebt. Das tributär für die Qualität an der Berg. Das ist wirklich ein Problem. Ne? Also da können wir unendlich Fuß, lass mal so sagen. Mhm. Madame Arendt, ist es eine Diskussion über Wachstum oder gibt es doch alle Möglichkeiten, um auch in diesem Rahmen zu einem Ergebnis zu kommen? Nee, also schließe mich auch der Diskussion am Wurst. Wir können nicht unendlich Wurst. Also ich meine, das war auch für drunter geschwärzt gegen Kinder Quellen, die Nitrate enthalten, holen für zu netzen. Auf der anderen Seite, also wie den Herr Eppelding sieht oder wie doch schon am Anfang gesagt ging, dass da viele drin an den Bachen und ich meine, da braucht man doch für die Organismen, die dran sind. Ich meine, wenn wir am Sommer Wasser niedrig stand tun, dann sind natürlich ganz viele Organismen Fisch oder Organismen, die da drin leiden. Also ich denke, wir müssen uns wirklich Gedanken machen, bis wohin wir wollen wursen. Oder in einer Form wir nachwollen, irgendwie als Natur und als Wasser wollen holen. Ich denke, das sind als zukünftige Gedanken, die man muss feiern. Vielleicht möchten Sie reagieren. Und ich kann das nicht mehr bestätigen, weil ich auch noch dabei gesehen habe, dass die nächste Generation ganz ernst mit den Zielsetzungen umgeht, wie vielleicht die Generation, aus der mir rauskommt oder aus der ich persönlich rauskomme. Gesagt Ihnen, dass einfach da, dass der Strapp zu sehen geht und dass ihr wollt Akzente auf einer Sache lehnen. Tut ihr nicht einfach die Multitude von all den Tätigkeiten, die wir wollen in den Hut kriegen, das am Anfang das frenetisch Forsen von allen möglichen Sachen. Das wird gesellschaftlich auch für die nächste Generation aufgestellt. Also ich sehe ganz deutlich von den jungen Leuten zusammen, also noch mit Leuten, die an Berufsleben kommen, die haben nicht die Ambition, dass sie einfach wollen, den Vollgas, den wir vielleicht hier viel geliefert haben, wollen da notzählen. Und ich sehe das am Anfang als positiv Zeichen, dass die neue Generation da mit mehr kritischen Argumenten darunter geht. Das sehe ich als Chance. Und die Chance, die müssen ergreifen, auch am Dialog mit den Generationen. Herr Zwang, würden Sie das jetzt aufnehmen oder würden Sie sagen, dass wir damit das Problem verschieben und eigentlich ein Framing übernehmen, wo wir dann nicht mehr über Wasserqualität, sondern über Wachstum sprechen müssen? Also das ist natürlich schwierig, denn bei der Wüstung als eng von den Hauptpressionen, die als Gewässer holt, das ist ganz klar. Bislo, wie wir einerseits den Retard müssen abholen, den wir über Jahrzehnte angesammelt hatten am Hochwasserbereich.
natürlich das Bewirkungswurstum immer mehr schnell gehen an immer mehr stark gehen. Wir waren schon mal sehr Zöllen ugeguckt. Ich meine, Christian Hahn hat gesagt, wir sind von 1990 bis 2021 oder so waren 350.000 Einwohner, die beikommen sind. Lang am Bewirtschaftungszyklus 2015 bis 2021, also am letzten Bewirtschaftungszyklus, sind Kläranlage Maßnahmen gebaut, die für 210.000 Einwohner gleich werden. Das ist schon an den letzten 6 Jahren. Das weiß die Erfahrung, die müssen gemacht haben, ob es Gemenge seid, für Domat zu halten. Und das sicher, wenn das weiter an dem muss geht oder auch nach Misere geht, wie das oft mal Tendenz kann kreieren, da gehen die Erfahrungen umso mehr groß. Und die, also wenn ich rein ökonomisch gucken, die finanziell Latitude und Gemengen, dann nicht mehr fair besonders das zu machen. Aber sie brauchen nicht für dem Wurstum, für die Wurstum, wir können zu alimentieren, brauchen sie die dorten Infrastrukturen. Das ist nicht nur die Straße, die an Neubaugebiet fährt, dann die Datenleitung für das südfrieden Internet hat, aber das eben auch Trinkwasserversorgung und Dorfwasserentsorgung. Und die mischt einen großen Anteil. Und das geht je länger, desto mehr einen großen Erfolg für jeden Verein. Und da also durchaus legitim, sich zu fragen, wie weit soll er kann das gehen. Wie gesagt, von der Wasserseite hier geguckt, also ganz klar, wir haben eine limitierte Ressource und Trinkwasser, wo wir auch Programme haben für Trinkwasserverbrauch anzuspüren, wo wir trotzdem müssen am moyen Term eine weiter Abredungsanlage für eben den Verbrauch von der Aktivität, die wir heute Lützeburg schon leben, wohnen, erschaffen, sie wird Landwirtschaft oder Industrie oder Büroen, für die überhaupt können zu versorgen mit Wasser. Durch den größer Erfahrung und das nicht eine Selbstverständlichkeit. Und ich meine, da selbst wird man muss bewusst sein, eigentlich immer im 4 und 11. 24 Jahre werden dann normal, wenn ich den Grund abgedreht und das Trinkwasser kommt, aber wenn ich auf der Toilette auf die Knöpfchen gedrückt und dann das Dorfwasser fortgegangen, dann der Rest hat mich nicht bekümmert. So sticht immens viel Erfahrung der Hand von den Gemengen, auch von jedem Verein, des Syndikat, dafür, dass das überhaupt funktioniert. Aber wir müssen alle gute verständlich mit der Ressource umgehen, für dass das auch weiter kann funktionieren. Das ist nichts Selbstverständliches. Herr Hahn, ist die Landwirtschaft damit aus dem Schneider? Sie kann darauf verweisen, dass es Urbanisierung und Wirtschaft ist, die wachsen. Aber andererseits sind die Einträge durch die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten nicht gesunken. Und wir haben als eines wirklich das größte identifizierte Problem ist weiterhin die Landwirtschaft. Wann und wie wird sich die Landwirtschaft trotzdem bewegen, auch wenn es andere Probleme gibt? Nee, ganz klar sind wir als Landwirtschaft nicht aus dem Schneider, aber auch wie ich früher schon gesagt habe, da scheint verdenken, dass ich mal einen Döscher setzen an zu Summen schwätzen für das Problem zu lesen und den Fehler also zu fangen. Als dann als Beispiel E-Punkt, wo die Landwirtschaft eben auch beeinflusst auf eben Nitratauswäschungen, wann Dünger ausbricht. Wo ich aber so, wo wir teilweise Sachen können machen, mit Schleppschwung, Injektoren, alles was an den letzten Jahren kommt, wo wir als Landwirtschaft gar nicht mehr können beeinflussen, das ist aber zum Beispiel ein Ausbringungstermin. Du mal eng 4 gehabt, dann darf dir und dann darf dir nicht. Ich gesehen das immer mir einfach. So wie wenn man an der Primärschule wie an den und E-System, so probieren ich es zu erklären. Wenn mir die ganze Wand, was komplett teilweise falsch ist, wenn nicht freiert, wenn dicke Rehfall ist, du Gülle zu feiern. Ich will mal einfach ein extremes Beispiel. Wir gingen all Tag mal Gülle feiern, all Tag vom Jahr. Da ging der pro Tag Männer gefeuert gehen. Beim dicke Rhein ging da dem Moment doch Männer ausgeschwemmt gehen, weil dann Gewässer geht. Das ist immer Worst Case. Also das ist noch immer nicht gut. Aber was machen wir lo?
Wir machen so lange so, wir sagen dann zum Bauer, du musst nur 6 Monate können, du haben alles also Coop lehnen, wir an den Zettel machen. Und ab dem Tag können wir fahren. Den Tag ist am Moment so spät gewählt, dass es für verschiedene Kulturen wie Grasland schon bald, wenn es dann nach 2 Wochen rein zu spät ist, für überhaupt noch etwas für das Jahr zu feiern, was die Pflanzen noch können für den nächsten Schnatt abholen. Das heißt, wir gehen hin, dass der Teufel kommt raus, irgendwie, ich meine, das ist am Moment den 1. Februar, und da fehlt ganz Land. Und den 2. kann der reden. Und dann versteht, pardon, für den Ausdruck, wir alle Blannen, dass als Gewässer da noch schlecht ist, wenn alles mit den ein großes Zoll mit den Und wir haben von 4 drunter Erdsperrzonen war wirklich Erfahrungen, die für sich, die wirklich die Sperrzone an sich nicht so zurückbehalten müssen. Und da denke ich, wie meine Frau Landwirtschaft mal eine Ouvertüre zu kriegen. Ich denke nicht weit von unserem Land, wir sind ja Kleinland, wir sind direkt bei der Grenze. Ich komme von der belgischen Grenze. 5 Kilometer von mir hat Duni Leck zu Grandele Versuch, organischen Dünger direkt aus dem Stall, durch ein Biogas, also mit digestaner Energie, ne? Also ein Produkt aus einer Biogasanlage für Felder, an eben mineralischen Dünger. Du hast wenn man Quantität und ein Produkt aus einer Biogasanlage, ob ein Flasch feiern, haben wir Männer Ausfäschungen wie mit mineralischen. Wo darf man endlich, also das ist nicht endlich, aber von den Quantitäten hier ist es endlich, wo darf man endlich feiern, das ist mineralischen. Also ein eigenen Dünger, dann Produkt, den immer als Offall gesichert, wenn wir ihn nicht wollen als Offall ersetzen, wenn wir ihn wollen ersetzen, für die Pflanzen abzubauen. Da sind wir limitiert, wir sind an den Ausbringungszeiten limitiert an Nimi und Natur. Natur funktioniert nicht vom 1. Februar bis den 31. Oktober. Natur funktioniert im Winter nur, den Temperaturen, und das hat man die letzten Jahre immense Unterschiede. Ich meine, wir müssen jedenfalls eine Flexibilität kreieren. Wie gesagt, ich weiß auch, dass das Datum noch Abü mehr einfach zu kontrollieren ist, ganz klar. Wenn wir wollen zusammen noch 4 kommen, muss noch zusammen Lösungsvorschläge an die Richtung Gesicht gehen. Sie haben jetzt mehr über die Probleme der Landwirtschaft gesprochen, als über die Lösungsmöglichkeiten. Madame Arendt, gibt es Ansprüche an die Landwirtschaft, die Sie stellen würden, wo Sie sagen würden, da muss auch noch mehr geschehen, das Tempo muss auch auf der Seite noch kommen? Ja, das ist ein ganz was Thema. Also ich fand es ganz wichtig, dass eine Diskussion stattfindet und dass ein Verständnis so ist, weil effektiv die Natur, die funktioniert nun mal nicht nur einen Kalender. Und ich denke, muss ganz viel gucken, also so ein auch Monitoringsprogramme machen. Ich will ein Beispiel so weil ich lange Zeit am Eislik geschafft habe, da haben wir mit Bauern zusammen geschafft, da haben wir zum Beispiel eng von unseren Quellen, die an Durchgängen ist, da haben wir regelmäßig auf der Quelle gemosen, da haben wir eben gesehen, okay, es sind mehr Schwerter da, und da haben wir gedacht, das ist ein kleines Anzugsgebiet, da schwätzen wir mit den Leuten. Und haben wir die Leute invitiert, dann haben wir es rund um den Tisch gesagt. Am Anfang war das natürlich ganz komisch, wenn Biologen sich mit Bauern rund um den Tisch setzen. Aber wir hatten eben die Chance, wir haben Leute aus der Gegend gehabt, die auch da wohnen, die dann noch ausgebildet sind, trotzdem wo dann schon vielleicht die Berührungsängste nicht so da waren. Also ich denke, das ist wichtig, dass man sich zusammensetzt und austauscht und dann erstens mal ein besseres Verständnis für den anderen sein Problem kriegt, was möchte ich, was muss den so ausbringen, und auch dem Moment an der Diskussion gucken, hey, das sind alles Probleme, wir haben Nährstoffe, was können wir machen? Und das einfach zu evitieren, dass die Fronten immer so hart sind und dass durch Diskussionen sich einfach minus könnt. Und da können ihr vielleicht nicht zu dem, wie soll ich sagen, zu der perfekten Lesung, aber zumindest können sich einfach minus. Und es tut keinen Sinn, wie soll ich sagen, also ob sie schrimmt zu klappen, und das bringt kein Mensch weiter. Also das denke ich falsche Weg. Ich habe hier eine Frage aus dem Chat. Hier wird gefragt, anstatt neue Trinkwasserressourcen, welche immer kostenintensiver und technisch aufwendig aufbereitet werden müssen, zu erschließen, also zum Beispiel Mosel zu erschließen mit aufwendigen Filtration, sollte man sich nicht auf den Schutz von bestehenden Ressourcen konzentrieren, um die Wasserqualität zu verbessern. Also statt jetzt neue Ressourcen zu suchen, die bestehenden besser schützen. Das ist eine Frage an Sie, Herr Appelding. Da kann ich nicht zustimmen. Das ist so klar.
Also das schon gesot gi noch vum Herr Busch fir moment laffe Quellen ungefähr für 60.000 Leute am Land, die sind nicht zu benutzen, weil sie eben durch diverse Stoffe verknascht sind. Ein Treatment kurzfristig nicht möglich ist. Wie gesagt, dann muss das Wasser eben oder darf nicht als Trinkwasser benutzt werden. Das ist ganz sicher eine Option. In einem anderen Punkt, was ich schon gesagt habe, bei den Herrn hat gesagt, auch die Möglichkeit nun zu netzen. Ich meine, du siehst auch für den Moment die Überlegungen, also hier am Land, das Landwirtschaft nach ein ganz kleiner Verbrauch von Trinkwasser, weil quasi nicht genäht wird oder ganz begrenzt. Also nur Beschländer aus das teilweise komplett ernst. Also du hast ein Drittel bis Teilchen vom Wasser geht an der Landwirtschaft gebraucht, ne? Weil einfach massiv genäht wird. Ne? Aber du siehst die Überlegungen, ich meine, wir klären lernen, und es gibt ja auch mittlerweile eine EU-Regelung für Wasser wieder zu verwenden, also Aufwasser eigentlich abzubereden, soweit dass da die können auch für die Netze geholt werden. Da die neben der Kreislauf da oder das Wasser mehr oft benutzt, das muss so. Wie steht ja? Und zwar wo nach kurz da das sicher richtig an die Quellen, die lo als Betrieb sind, die muss man eben noch, so gi ja auch Schutzzone rundherum an die muss man auch mit den Schutzmesuren an den Zustand kreen, dass man sie können benutzen für Trinkwasser zu verdelen. Mussellesung oder wie auch immer sie will nennen, da das einfach nach ein zusätzlich Ressource, die man zusätzlich zu denen aktuellen Quellen, die außer Betrieb sind, müssen hinkriegen, an zusätzlich zu den Spurprogrammen an Nutzung, einer Nutzungsmöglichkeiten von Wasser. Wenn ich Duschwasser kann ich zum Beispiel auch benutzen, für nach ein Kehr Toilette zu spulen. Das braucht ja nicht, da braucht kein operaten Trinkwasser zu sein. Und da gehen doch an größeren Neubaugebieten Projekten, wo man gucken, für das mit umzusetzen, für eben noch da signifikativ den Wasserverbrauch von den Menagen so wie möglich zu halten, zusätzlich die Ressourcen, die aktuell nicht können benutzt sind, an das Circuit zu kreieren. Und trotzdem brauchen wir dann am moyen Term eine weitere Ressource, die wir nutzen, muss für auch den Spitzenverbrauch können aufzudecken. Das ist ein Punkt, der zusammen spielt. Das nicht, ich meine, da brauche ich das nicht. Ich brauche die 3 Punkte. Und das ist dann noch ein bisschen Antwort schon, ob froh kann ich die Quellen natürlich für zu netzen. Lo eventuell schon, aber das ist keine Garantie, dass in der ganze Betrieb rundherum organisieren, weil am moyen Term die Quellen sobald sie an einem Zustand sind, dass sie können angespeist gehen, auch im Werten angespeise gehen. Das ist nicht unbedingt eine große Planungssicherheit an der Hand. Vielleicht eine Frage an Herrn Belch. Ja, Herr Belch. Ja, ich gebe gerne die Remarque von mir Herrn aufgreifen mit dem Ausbringen von Gülle. Also im Prinzip gesehen ich da eine gewisse Analogie zu einem Paradigmenwechsel, den wir gemacht haben zwischen Emissionsbetrachtung und Emissionsbetrachtung. Das ist am Anfang dasselbe am Geringen. Weil dir so, ich will nicht einfach von einem Datum gebunden gehen, aber ich will gucken, wer das Abnahmefähigkeit von der Natur par rapport zu dem, was ich ausbringen. Und das ist auch so, wie wir an diesem Beruf und die Sache Rugang sind wir noch am Anfang Nivellaufbecken bemoos, an dem wir gesagt haben, sind so viele Hektar, die geschlossen sind so viele Abwohner dort, dass das Noflauf wird klären nach, und da muss man gucken, dass man auch die Charge Polluant, die wird Jahre und Berg, dass man die respektieren. Eine klassische Emissionsbetrachtung. Heute das muss man gucken, packt das nicht, und wir müssen differenzieren, ob ich Gewässer haben, was mehr leistungsfähig ist oder was man leistungsfähig ist. Und ich meine, das ist ein bisschen tatsächlich Paradigmenwechsel, der muss stattfinden, dass nicht einfach Emissionen, weil den 2. Februar ist, mit das etwas, wo ich muss gucken,
wie ist Natur am Stand für das abzuholen, was für ein Gebiet ist das, hast du vielleicht ein ganz klein sensibel Bert do, wie kann ich das dort am besten an Nachklang mit der Natur bringen? Das heißt, ich gucke das bringen nicht mehr von der, nicht nur vom Betrieb aus als Emission, ich gucke von der Natur aus als Rezeption. Das ist vielleicht eine interessante Extension, die per Analogie sollte an den Griff holen. Voraussetzung ist natürlich auch Vertrauen dann, weil das hat Herr Hahn selber gesagt. Da muss man dann auch den Partnern vertrauen, dass sie die Kompetenzen haben. Und ich kann mir auch eine Form von Sensorik irgendwo gesehen, dass sie gewissen Parametern, die am Boden da sind, zum Beispiel eine Grundfähigkeit, die du aus einer gewissen Außentemperatur plus, also multifaktoriell, das sind sich doch so. Da kann wir gehen dort Zonen, die gehen nur gering orange-rot, wo in dem Moment seht, das vielleicht nicht den 2. Februar mit Parameter weisen, als dass du eine gewisse Akzeptanz an der Natur besteht, die wir besser können nutzen wie zu einer anderen Zeit. Das ist aber nur ein frohen Zwang. Ja, also das Problematik als klar, die sei auch bewusst, dass Kontrollmöglichkeit als nur eng sagt. Das Problem ist effektiv, dafür braucht ein ganz Zusammenspiel von nach ganz anderen Faktoren. Das ist auch ein Échange von Données, war das auf welchen Felder zu welchem Zeitpunkt, die dann muss viel mehr frei können échangieren, was aktuell dann aber auch nicht unbedingt bei jedem Verein im Betrieb sicherlich wo nicht problematisch ist, die das gerne geben zur Verfügung stellen. Bei anderen ist das aber definitiv mehr problematisch, als zum Teil auch nur vollziehbare Gründe. Das ganze Package, das nicht nur den froh Datum ja oder nee, das hängt ganz viel an und drin. Das wirklich das dann ein froh ob Betriebsniveau, wo muss da geguckt gehen. Wie sind Stockage-Kapazitäten, was sind Aktivitäten, was sind Typen von Kulturen, was das Technik, die der Betrieb zur Verfügung hat, auszubringen. Das heißt, das geht immens vast, für das effektiv dann so zu machen, dass es nicht zu größeren Ausweichungen kommt. Und da könnte aber auch dabei, das gesagt gehen, den schwunzuelle Loch nicht dabei, der Fehlbestand ist nicht unbedingt an Blut gegangen, mehr durch Technologisierungen am Stall, Robotern und so, also aber den Auffall und Gülle durchaus mehr hoch gehen, respektive die Volumen sind mehr groß gehen, und durch Stockage-Kapazitäten umso mehr kompliziert, wir importieren nach Kraftfutter für zu verhindern, was natürlich zu einem Import von Nährstoffen könnte, die dann über die Gülle dann rauskommen. Das heißt, die Terrain, die Betrieb zur Disposition hat, sind nicht unbedingt, entsprechen nicht unbedingt dem, was den Fehlbestand tut, wo dann eben noch, das kann am Kreis wirklich feiern, für die Bilder betriebsintern besser abzukriegen. Das sind einfach verschiedene Punkte, die muss man da beziehen. Und wie ein verschiedener Stand zwischen dem einen Betrieb und dem anderen, dann erlauben sich dem einen etwas, was dem anderen muss verbieten, das ist natürlich nicht nur Kontrollmöglichkeiten, sich schwierig, mehr effektiv auch die legale Gerechtigkeit oder die Egalität devant la loi geht da schon schwierig, weil die Stadt muss auf Betriebsebene Ruf deklinieren. Weil das so ein bisschen aus dem Bauch reagiert. Das sind einfach die Punkte, die man da spielen. Das nicht nur den Zeitpunkt, wenn ich bringe es aus, wenn ich halt meine Kultur ab, mit das einfach nach ganze Package rundherum. Ich habe jetzt 3 Fragen leider an Sie, Herr Hahn. Vielleicht können Sie ganz schnell antworten, ganz kurz antworten. Die erste Frage, das hat ein bisschen was mit dem Wachstum auch zu tun, schließt sich an, daran haben wir zu viele Tiere, zu viele Rinder im Land, haben wir zu viele Kühe im Land. Und ans Wachstum. Ja, das schließt sich an die Wachstumsfrage an. Okay. Haben wir mittlerweile zu viel, für das Land, was wir haben, nicht zu viele Tiere im Land, zu viele Kühe im Land? Also ich würd sagen, nein. Wir werden aber irgendwann zu viele Tiere haben, wenn die Menschen weiter so wachsen.
wenn unsere Bevölkerung so weiter wächst, müssen auf kurz oder lang Tiere weichen. Wie sie draußen in der Natur weichen, werden sie auch irgendwann in den Ställen weichen. Die Flächen sind ja irgendwann nicht mehr da. Ist im Moment der Tierbestand an den Flächenbestand gekoppelt? Als Gesetzgebung gibt das am Moment 4, wie viel ich pro Hektar können hun. Was Loganer tut von 1990, das sich regional verschiebt wird. Das eben passiert. Ne? Ich ging mal so als Beispiel bei ihr am Süden sind nicht mehr viele Betriebe. Die sind auch nicht mehr möglich. Wie gingen sie machen? Ne? Ja. Dann eine Frage, sollte man nicht, die Sie aber auch schon angesprochen haben, sollte man nicht den mineralischen Dünger anstelle des organischen Düngers einschränken? Also gerade den mineralischen Dünger einschränken? Ja. Der mineralischen Dünger ist angeschränkt, eben zu einem anderen Niveau, wie den organischen. Dann ich denke, die wehenden organische können ersetzen an das sind da immer mehr, also das gesagt dass bei den Manzen den Auffall nach, dann denke ich, können den organischen, wie gesagt, wenn den Flexibilität kriegt, am Ansätze vom organischen, können ihn auf der anderen Seite auch schaffen, weil das ja, das war ich da diese Kreislauf möchte, weil wir Männer Import machen, ist so nicht mehr Import von Petrol, also im Endeffekt, das alles das, was man von Eiweiß ran importieren, Futtermittel, für Eisdeieren, alles, was man von Dünger so ran importieren, wenn wir das alles können aufdrücken, geht also ein Gesamtfußaufdruck besser mehr, das Wasser geht automatisch besser mehr. Wir müssen dann aber das, was wir hier haben, besser können ersetzen. Ja. Und die dritte Frage, ist in Ihren Augen die Biolandwirtschaft eine Chance für den Gewässerschutz? Teilweise. Hängt ganz von den Standorten auf. Weil als Beispiel ist solo ein Satz, und da ist relativ sehr zu verstehen, dass auch Biolandwirtschaft, also die 100% ein Ziel immer keinen Sinn. Ich will ein Ziel haben, wie will ich noch Ziele in meinem Leben. Aber nie in erreichbar Zielwert sind. Weil als Beispiel, wir haben einen Wasserschutzquell, ihr wisst, wir haben ein Gesetz, da an einer Zone 2, an den meisten Wasserschutzzonen an einer Zone 2 darf kein organischen Dünger angesagt gehen. Mit was ging man Parzell düngen am Bio? Gar nicht mehr. Oder wir düngen sie über Jahren, über Fruchtfolgen, die dazwischen da manche Gras haben, die man am liebsten auch nicht an der Zone 2 haben, wenn wir die machen, darf keine Hackfrucht kommen. Als Beispiel, eine Bewirtschaftung an einer Zone 2 als Biobauer ist wirklich, also wenn ein Biobauer hier im Land die Pech hat, immens viel an einer Zone 2 dran zu tun, den ist wirklich nicht auf der Kirmes, weil einfach immens kompliziert geht. Ein Kuh, die normal will, ob Fisch das Gras wede gehen, darf nicht raus. Weil die meisten Zone 2 eine bakterialische Verunreinigung. Und das ist das, was schwierig geht. Durch meinen Import von mineralischen, die ja da nicht stattfindet, ist ganz klar, dass eben großflächig wahrscheinlich Männer den ich meine, Bashir, ne, ja, hat viel gesagt mit den Accidenten. Also ein Accident geschieht man sehr, weil teilweise Produkte nicht angesagt gibt. Ne? Ja. Okay, das heißt also in Einzelfällen es gibt Fälle, wo der Biolandbau keine Lösung für den Gewässerschutz wäre. Madame Arendt, wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die Möglichkeiten, das Potenzial des Biolandbaus für den Gewässerschutz in Luxemburg? Also es sind da nicht genug dran, viel aus der landwirtschaftlicher Sicht, wie soll da zu widersprechen oder recht zu gehen. Also ich denke, dass effektiv sollen immer Ziele am Leben haben und einfach gucken, das bestmöglich zu machen, aber heinz du hast vielleicht auf verschiedene Plätze nicht möglich. Ne? Wir haben das Ziel 20% Biolandbau bis 2030? 2025? Bis 2025. 25% bis 2025, eigentlich. Also das, okay. Ja. Also das ist gibt verschiedene Einschränkungen an den Schutzzonen, die wie am Beispiel gesagt hat, mich schwer machen. Wir müssen aber auch wissen, Schutzzone 2 möchte kein groß, also möchte kein als normalerweise nicht Flächen im ganzen Betrieb.
mit Gina auch einer Approche wie kann drun Rugon also Schutz und zwei also normalerweise kleinen Undeel und der Schutzzone von einer Quell das ein das einfach das hat für drun vielleicht schon nicht gesagt, das gilt sowohl für den Biolandbau wie für die konventionellen ein Schlüsselrolle aus halt Berodung die engem Betrieb kann so op Menge Flaschen kann ich an dat man an du muss mengchte Wasserschutz einfach na méi rakommen an natürlich wann ich Biolandwirtschaft tun wo Manner Produien agesät gin oder Manner verschiedener also sicherlich für den Wasserschutz méi einfach ze kadréieren wie wann ich konventionell Betrieber hunn die ganz unterschiedlich können funktionieren. An dofir nach eng kruzial Rolle as de Büro, weil de gesäit wie den ONG lokal Terra gesäit, wo Probleme sind de Büroder gesäit Betrieb, wat sind Meiglechkete, wat sie seg Probleme, wie kann ich de adressieren? An du musst fleisch de Wasserschutzziel einfach méi eng Wichtigkeit nach kreen. Dass der zur Summe geguckt mam ökonomischen Entwicklungspotenzial vom Betrieb. Ein Thema, das die Öffentlichkeit wenig auf dem Radar hat, wenn es um Gewässerschutz geht, ist der Abrieb der Reifen. Ist also eigentlich der Verkehr, nicht nur der Abrieb der Reifen, sondern auch die Luftverschmutzung, die sich dann im Regenwasser wiederfindet. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, was für eine Bedeutung das gerade in Luxemburg hat, einem Land, das enorm motorisiert ist. Ja, ich war ja darauf eingegangen. Ja, also dass das Regenwasser de facto nicht proper ist. Ne? Und dazu gehört eben auch Straßen, Aufwässer. Wie gesagt, ob der enger Manier ist natürlich hier am Land viele so Mischsystem entwässert. Du lebst zumindest mal nach ob Kläranlage von nicht gerade viel rent. Am anderen Fall haben wir Reniverlaufbecken, wo das dann zumindest mal gesammelt wird und mich später klären lassen könnt. Aber die Basinen laufen noch über. Ne? Das ist ein Teil, der wird trotzdem also nicht voll geklärt, los mal so an Natur entlos. Ne? Wenn wir von mehr Trennsystem bauen, und wir machen da gar keine Behandlung an drin. Das ist wirklich schüssel Rauer am Berg, aber dann ist natürlich all den Aufrief, all die Luftverschmutzung, all die Partikeln, die op Stroß fallen, die fanden wir dann an der Berge rum. Gerade dazu eben chemische Parameter, die den chemisch guten Zustand hypothekieren. Das ist schon ein Problem. Ne? Und, wie gesagt, ich hatte darüber gegangen, dass eigentlich nicht nur hydraulisch der Triebwasser gepuffert wird, dass du eigentlich auch ein Treatment haben drin ist, war mittlerweile viel bevor Straßen, also große Autobahnen oder Kantonen machen, du geht das mittlerweile Gemärer gefordert, ne, weil es sonst nicht geht. Ich gebe gerne vielleicht eine kleine Analogie da machen. Ich kann das nicht mehr abgreifen, was der Raymond Hippel den gerade gesagt hat. Wenn ich gucke, was an der Kläranlage passiert, das über 2 Generationen, wenn ich das so kann sagen, dann ist am Anfang sind Kläranlagen, das waren mechanische Kläranlagen. Dann hat man als zweite Etappe Kohlenstoff aufgebaut. Da haben wir von Nährstoffen noch nicht geschwärzt. Da kommt eine dritte Etappe für Nährstoffe dazu zu reduzieren. Und da kommt eine vierte Etappe, wo wir dann nur Spurenstoffe gucken. Wenn ich da am Rehwasser gucke, da hat die erste Generation von Retentionsbecken, die hat eine rein hydraulische Funktion. Das war für den Stress am Gewässer, der berechtigt ist, dass in denen Kontrolle kriegt. Weil vieles ausgespult geht, geht ganz viel leicht mit weggespult, geht ganz viel Erosion an den Bergen geschafft. Das ist richtig, dass das der nächste Kriterium ist. Den zweiten Kriterium muss eine Vermeidungsstrategie sein. Ich meine, dass die nach für den Moment, du hast auch nach Luft nur Ofen, das heißt, dass ich muss gucken, für das Wasser gar nicht zu einem zentralen Tiefpunkt kommen zu lassen, dass ich muss gucken, rundherum, da heißt eine ganze Reihe von Strukturen an Kraft zu setzen, wo ich kann, da wo eben nicht Grund erlaubt, wo man nicht an einer Schutzzone sind oder so, muss ich nicht mehr mit Versicherungen nachschaffen. Dann haben wir tatsächlich die qualitativen Aspekte am Sinn von einer Emissionsbetrachtung. Soweit sind wir für den Moment Rehwasser noch nicht. Wir machen nach immer eine Approche, die ist Hydraulik.
Und wir mussten hydraulische Noweis machen, mir nicht den stofflichen Noweis. Und das etwas von nicht was nach an der nächsten Generation jedenfalls Luft nur öffnen. Ja. Können ihr vielleicht noch beifügen, Auto immer schon ein bisschen das Problem für die Retentionen von der Fläche mal überhaupt zu kriegen. Das heißt, alle PHP, den ausgewiesen wird, hast du gefordert, so Basinger mittlerweile. Das wird so angeschränkt an den Heinz du Pfizer gi mo geplant gin an dann wann eben Retention muss Heichpunkt ziehen, da könnt du do weil du nach Platz hast, die leider lebt fest Nummer Bierhof dat tut sich verbessert doch mehr dat war die echt Realisationen, die waren katastrophal an dem Punkt. Wann ihn dann aber nach een stofflichen Treement an Dr muss setzen, dann braucht man ganze Charméflächen. Das ist auch do, das hier am Land problematisch a ganz teuer. Also Fläche. Ein Thema, über das auch selten gesprochen wird, ist ja die Belastung von Wasser geschieht ja auch durch Abwässer, die warm sind, die zu heiß sind. Ist das ein Thema, was behandelt wird? Ist das also Wasser als Kühlwasser, das als Kühlwasser genutzt wird und dann einfließt in Gewässer? Also auch du ginet Emissionsprinzip ginet Viergabe wéi die Temperatur derf sinn fir anzuleden. Gedenkerseits eng Temperatur wie der Flafen gelos gin an doch gleichzeitig geguckt, derf net zu enger Erhegung oder enger Aufsenkung von bis vom Gewässer auf von einem gewissen Grenzwert feieren, weil dat dann Abfluss wird op Ökologie am Gewässer. Dat doch da das eigentlich gëtt geguckt an goufen du noch schon Projekte oder verschiedene Ideen, dass bei verschiedenen Wässer dat dann nach Mist raufgekielt gin oder ernst das Mistlaufe gelos gifir, dass eben die Temperaturüberschreitungen net stattfanden. Generell also da war ein Phänomen auch bei eisernden Gewässer, weil man eigentlich auch, ich komme von auf den Bewirtschaftungsplan zurück an die Wichtigkeit von einem bewussten Randstreifen rund um Gewässer, wo Vegetation kann abkommen, dass eben auch den Effekt von der Beschattung ob Gesamtgewässer. Auch das feiert zu einem Gesamttemperaturhaushalt, den besser als für Gewässer, an der dann eben auch mischt, dass es verschiedene Anledungen oder Entnahmen oder auch Wärmepumpe kennt verdrohen, wann es einfach mehr natürlichen Temperaturhaushalt kennt tun. Und das kann es just kriegen, wenn es eine natürliche Umgebung hat, an natürliche Fleißkonditionen hat, wo es evoluieren kann. Das spielt eben alles zusammen. Beifügen, dass nach Koenergie wird der Wasserpreis gesucht gibt. Das ist aber gerade ein Effekt, wo der Wasserpreis angezogen wird, weil Kostendeckung aus Jahre wird die direktiv gefordert. Du mir gemerkt, das Temperaturproblem ist das Problem bei Industrie oder große Gebäude, die dann tatsächlich mit Trinkwasser echt nur gekillt haben und das dann an den Kanal geschott haben. Dass so Applikationen mittlerweile ganz teuer sind. Au contraire, die Industrie, die ganz sehr gemerkt mit der Aufhalt, können wir etwas machen. Das heißt, dass der Wert etwas zu investieren, für die Hitze zu rekuperieren. Also du auf dem Sinn im Ballfall denke ich eine Verbesserung kriegt. Und das ist eigentlich nicht mehr so direkt ein Thema. Wenn ich nach vom Hochwasser gucke, Kläranlage, ein Kläranlage funktioniert dann relativ gut, wenn die Temperatur mehr hoch ist. Also nicht sehr hoch, aber auch da die Bakterien, die fühlen sich bei einer mehr hohen Temperatur echt also als Körpertemperatur, muss man so. Das wäre ein Optimum, das ist eigentlich für die Bach schon viel zu warm. Wir haben nicht das Problem, wenn es kalt wird, dann funktionieren die Anlagen nicht mehr so gut. Und das ist dann nicht das Problem.
Wir sind jetzt dabei, den 3. Bewirtschaftungsplan vorzubereiten. Der Entwurf liegt vor. Vielleicht können Sie zum Abschluss uns noch einmal sagen, wo Sie hoffen, wo wir in 6 Jahren sein werden, wenn der 4. Plan diskutiert wird. Wo möchten Sie dann sein? Madame Arendt, vielleicht möchten Sie anfangen. Ich denke, also ich erhoffe mir schon den Bewirtschaftungsplan, den Lofirleit, den ist ganz gut, den ist ganz detailliert und ich denke, im Problematik also auch lo effektiv viel besser bekannt, wie sie noch vielleicht ganz am Anfang war beim ersten. Und ich hoffe mal einfach, dass man, wie so, durch die vielen Akteure, die aber da sind, dass wir da viel mehr an die Umsetzung kommen. Und ich meine, wir hatten das für drun angeschwärzt. Du hast Vertrauen wichtig, für das man, wie so, ja, viel mehr sehr die Sachen umgesetzt kriegen. Also Vertrauen an die unterschiedlichen Akteure, die eben da sind. Merci. Ja, ich kann mich dem anschließen. Also ich fand, dass die Qualität von den Dokumenten, die Lofirleine noch ich hatte dann die Introduktion schon gesagt, den Datensatz, den zur Verfügung steht, für die Sachen rundzugehen, die hat sich drastisch verbessert. Also die Qualität an noch Präsentation, Verständlichkeit von Dokumenten als massiv abgegangen. Und dafür sind ich sehr optimistisch, dass man den Zuwurst, den man von der letzten Kehr zu dieser Kehr haben, von dieser Kehr zum 4., dass dort ein Accroissement deutlich wird an die Luft gehen. Jedenfalls müssen alle Akteure dazu zusammen schaffen. Dann ist man optimistisch, dass man in die Richtung die richtigen Schritte erleben. Super, merci. Herr Achbelding. Ja, ich gesehen das ähnlich. Ne? Das ist ein großes Problem, was man so, schon gesagt, das ist Flash. Und, sowohl bei Eisen, sie wird Kollektoren, sie wird Kläranlagen, sie wird der PHP, Rewasserretentionen, sie wird Renaturationen, wir brauchen Terra. Und das ist ein Problem, wo ich meine, dass man nicht so ganz durch den Busch zieht. Ne? Also, Maßnahmen sind ganz klar im Rass. Wir müssen sich just umsetzen. Wie gesagt, da scheint mir noch eine Hürde zu sein, die man muss nur hören. Also Ihr Appell ist, dass man dem Wasser die Bedeutung gibt, die es wert ist und ihm demnach auch die Fläche zur Verfügung stellt. Herr Hahn, wo glauben Sie, wo möchten Sie in 6 Jahren sein? Im Hinblick auf Gewässerschutz. Ja, ich ging mich schreiben mal an 6 Jahren nach immer so schwätzen, dass ein bessere Kontakt kommen ist und das noch nach dann auch besteht, dass man so zusammen Ziele können erreichen. Und ich ging mich wirklich freuen, dass das Freien, dass was ich als Beispiel angeschnitten habe, dass man den Planrahmen drüber müssen ändern, dass wir 6 Jahre vielleicht hier im Land so weit sind, dass wir da gesehen haben. Und dann ist es nämlich für die 4. Paar Bayer viel mehr einfach zu schaffen, wenn der Kader drüber stimmt. Merci. Herr Zwank. Ja, ich wünsche mir eigentlich, dass man, wie man gesagt hat, dass man den Umsetzung von den Maßnahmen ein gut Stück weiter können kommen. Ich meine, als ja schon gelöst ging, das fand ich schön, weil das war definitiv auch schon, das war ein ganz großes Stück Arbeit. Und da sage ich auch merci, danke alle Leute, die da dran geschafft haben, weil das nicht evident und das ist wirklich viel, was du verlangt hast. Und da war viel Ersatz dran. Und ich hoffe mal, dass wir dieselben Elan auch an die Umsetzung kriegen, dass wir bei der Siedlungswasserwirtschaft die Vitesse de Croisière können beibehalten, für den Wachstum nicht überholt zu gehen an dem Bereich, an das man den Bereich von der Renaturierungen, an den Verbesserungen von der Hydromorphologie, an der Ökologie von den Gewässern, dass man da mehr Mesuren können umsetzen, für wirklich zu weisen, wie wichtig die Mesuren sind, wat für am Endeffekt für einen Benefis hun sowohl für die Wasserqualität wie auch für Heichwasserschutz an alles, dass man do méi kommen méi, du hast effektiv ein Terrasproblem e ganz grosse méch Mengen awer mat dem Bewusstsein wat Schugeschwerte wat lo viel méi do hast, dass man auch méi Beredschaft fannen zu summe mat den ONG Terra fir do Projekten zu realisieren an dann gut Beispieler
können zu weisen für das dass man do méi dass dort wie das quasi zuhält. Gut. Merci, Herr Zwang. Dann danke ich Ihnen allen hier, unseren Gästen, dass Sie dabei waren. Wir werden in einer Woche die nächste Diskussionsrunde haben mit anderen Gästen. Also am kommenden Mittwoch, am 30. Juni, werden wir über Biodiversität und die biologische Qualität der Gewässer sprechen. Und am Mittwoch, den 7. Juli, wird es dann um die nachhaltige Nutzung von Wasser gehen. Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse und vielleicht dann bis in einer Woche. Und auch noch ein herzliches Dankeschön an die Technik und an alle, die im Hintergrund das hier möglich gemacht haben. Schönen Abend. Eddie. Merci. Merci.